Gut. Herr Präsident, Chômage als kein administrative Problem, den in der Länge mit einer besseren Verwaltung lesen kann. Es ist auch kein technisches Problem, den in der Länge mit einer Digitalisierung von der ADEM behören kann. Und das ist drittens auch kein rein individuelles Problem von Leuten, wo es just um unpassende Informationen geht oder fehlend Motivation. Sogar wenn es so einfach wäre es schwer, an den 5 Minuten von seiner Heure de Question oder von seiner Heure d'Aktualität auf die Dote Frohen anzugehen. Nee, Herr Präsident, der Chômage ist das Resultat vom Abbau von unserer Ökonomie, vom Stellenwert von der Arbeit und damit also das Problem für unsere Gesellschaft als Ganzes. Corona hat das ganz deutlich gemacht. Seit Mitte März hat dieser Virus de facto eine Arbeitszeitverkürzung für ganz viele Leute bedeutet, zumindest am formellen Arbeitsleben. Weil die informelle Arbeit wird bei ganz vielen Leuten zugeholt, Stichwort Kinderbetreuung, Stichwort Homeschooling. Paien sind am Etat der Krise zu 80% weiter bezahlt gehen für den Chômage partiell, aber bei den ganz kleinen Löhnen bis zumindest Lohn sogar zu 100%. Obwohl die Leute nicht müssen arbeiten gehen, ohne der automatische Arbeitsplatz zu verlieren. Das ist die Situation lo. Und die doten Instrumente, die wir jetzt haben, sind die eigentlich Ursache, für die Chômage nicht noch mehr explodiert, das nicht so explodiert, dass wie in Ländern, wo es kein developierter Sozialstaat geht, wie zum Beispiel an den USA, wo in am Moment von der schwätzt von raisonable Prävisionen von einem Chômage bis zu 25%. Das heißt, alle feierten Amerikaner keine Arbeit mehr so tun. Die neuesten Zahlen, die heute rauskommen, sind von der ADEM, weisen aber an eine ganz beunruhigende Richtung. Die symbolische Zahl von 20.000 Demandeurs d'Emploi überschritten gehen, an mindestens gerade so inquietant, wenn es sogar mehr als die massiv best von den freien Plätzen, die auf dem Bulletin von der Stadtteil gesagt, wo gesagt hat, mehr wie 2000 freie Plätze abziehen. Und noch inquietant ist, dass am stärksten betroffen von der HOS besonders Junker sind, besonders am stärksten betroffen von der HOS ausgebildete Leute, also Leute, die einen Universitätsaufschluss haben. Schon vor der Corona-Krise hat die Ökonomie losgedreht, und es sind viele Unzeichen gehen, dass die Stadt auch 2020 so ausdrücken. Aber wir haben noch gesehen an den Prävisionen, die wir letztes Jahr diskutiert haben, dass sogar mit einem Wirtschaftswachstum von über 3% der Chômage strukturell zu Lützeburg nicht gave, 105% fallen. Und das ist eigentlich ein strukturelles Problem, das wir hier im Land tun, an den durch die Corona-Krise noch einmal verstärkt wird, aber wo ich meine, wo ich muss gucken, für auch strukturell Antworten darüber zu finden. Und ich sehe schon der Zeit schon am Gang, als wir fortzulaufen. Und dafür will ich auf 4 Punkte oder 4 Propositionen angehen. Erstens, für die mutwillige Entlosung von Leuten unter dem Corona-Deckmantel vorzubeugen, müssen abusiv Entlosungen aus wirtschaftlichen Gründen verboten gehen. Wir haben dazu eine Proposition de loi gemacht, die schon seit 10 Jahren ungefähr irgendwo an den Archiven von der Chambre rumgeht. Ich meine, dass es essentiell ist, dass man das klar geht, besonders an der Krise, dass Betriebe, die nach Benefice machen, nicht aus ökonomischen Gründen entlassen können. Das schenkt man den absoluten Minimum von einer Politik zu sehen. Zweitens meinen wir, dass Leute, die am Chômage sind, am Moment die Chômagegelder mehr lang, auch an dieser Krise, müssen weiter können, zu verhindern, dass sie an die Revis fallen oder im schlimmsten Fall ganz durch Netz rutschen. Weil all die Mesuren, die auch mit dem Revis verbunden sind, wie Aktivation und so weiter, bringen nicht, wenn es nicht genug Arbeitsplätze gibt, die den soi-disant so freie Marché zur Verfügung stellt. Das heißt, du musst der Staat aussprangen. Und dürfen mengen wir, dass man die Instrumente, die doch schon an der Vergangenheit gesehen, an so große Krisen reanimiert muss gehen, adaptiert gehen, innovativ umgestaltet gehen, und dass man dummer eine
eng Zucht Jobgarantie durch den Staat kreieren. Freier huet den dat genannt eng Zucht vun nationaler Dack, die mis Geschafe gin, fir de Mass und Tausenden an Tausende Leute, die riskieren die nächst Wochen am Ende an de Showmarsch zu fallen, opzufänken, op der enger Seite ihnen eng Perspektiv weiterzubieten, an gleichzeitig nützlich Erbechten, die an unserer Gesellschaft aber so dringend gebraucht gehen, an die nicht unbedingte kommerzielle Charakter hun können weiterzufeieren. Und als letzte feiert mesure mengenisch, dass man nicht Lernsch kommen, das machen aktuell ganz viele Ökonomisten, dass man über eine strukturelle Arbeitszeitverkürzung schwätzen müssen. Das besonders wichtig an einer Zeit, wo Nofro schwer ist und Produktivitätskapazitäten nicht ausgelastet sind, mengen wir, dass die Verkürzung von der Arbeitszeit die beste Manier ist, für Arbeitsplätze zu erhalten. An einer Situation, wo wir schon wissen, dass der Staat bereit ist, Hunderten, Millionen, sogar Milliarden zu investieren an Produktivökonomie, also als Kontrapart dazu mengen ich, dass eng Arbeitszeitverkürzung lo wirklich der Moment für das seriös zu diskutieren, an Weltmenge sowohl den Entrepreneuren kann an dem dote Fall mit denen Kontraparen entgegenkommen, wie aber auch die Salarien, die da hier Arbeitsplätze garantiert können gesehen. Herr Präsident, 5 Minuten sind wirklich ganz kurz für die was das Sujet zu schwätzen. Merci. Merci vielmals, Herr Baum. Letzter gedrohter Redner aus dem honorablen Herr Sven Clement. Herr Clement, du hast das Wort.